Nati Style schwanger! Ja, Stefan, wir wissen, dass du den Namen schon mal gegoogelt hast. Entweder weil du fucking paranoid bist, dass irgendwelche Daten nicht im Internet sind, oder weil du einfach langweilig in der Schule warst. Das ist der Grund für dieses Video. Ich will den Namen auch mal googlen. Ich weiss, ich bin fucking kreativ. BG-Profil im Gimmi hat sich ausgezahlt. Sollen wir jetzt meinen richtigen Namen eingeben oder wir geben Nati Style ein? Wir geben jetzt erstmal Nati Style ein. Nati Style. Oh, was kommt so als erstes? Nati Style TikTok, okay, Nati Style Instagram, Nati Style YouTube, Alter, Geburt. Die sind ja mega langweilig. Haben nicht irgendwelche spicy Details von mir wissen oder irgendwas? Oh geil, da hat sie so Fragen. Wie alt ist Nati Style? Ich bin 21. Die 19-jährige Gimmi-Schülerin stellt sich coolen Challenges oder spielt Sketches, und wenn sie gerade mal nicht für YouTube am Drehen ist, dann findet ihr Nati beim Hip-Hop-Tanzen oder mit dem Board auf der Piste. Ich bin 3-mal gefahren das Jahr. Der Brille. Wo wohnt Nati Style? Sie wohnt im Zürcher Oberland. Das ist vollkommen richtig. Keine Fake News. Zu Hause aber ist sie in den sozialen Medien. Funny. Wir gehen mal ein bisschen weiter runter. Der erste Beitrag von mir, ein 20-Minuten-Beitrag. So viel verdient die Schweizer YouTuberin Nati Style. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal gesagt habe, wie viel ich verdiene. Im Monat Juni habe ich 1500 Franken verdient. Ja, das war dort im Juni, wo ich diese Videos gemacht habe, und nachher habe ich im letzten Video erzählt, wie viel ich in diesem Monat verdient habe, jetzt aber nur mit YouTube. Nathalie Sulzer, aka Nati Style, spricht über ihre Beziehung. Wir wollen kein Perli-Content posten. Haben wir auch jetzt gar nicht gemacht. Ups. Ein Paar halten unsere Beziehung jedoch noch für einen Prank. Haha, es war kein Prank. Weil es war auch so wild. Ich möchte kurz wissen, Can und ich sind ja relativ lange zusammen und es ist nicht veröffentlicht worden, beziehungsweise wir haben es auch nicht veröffentlicht. Wir haben jetzt schon gewusst, dass es für die einen oder anderen so ein bisschen crazy News ist, weil wir halt beide schon so in der Öffentlichkeit gestanden sind. Aber dass es auf der fucking Titelseite beim 20 Minuten war. Das finde ich heute noch crazy. Oh mein Gott, da sind Kommentare gestellt. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Wow, schon wieder News, die niemand interessiert. Aber ja, also ich kann ja halt nur agreeen. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass jetzt 20 Minuten lesen jetzt nicht so die News sind, die man auf der Titelseite will haben. Was ist ein Prank? Und was können die zwei? Du, ich kann im Fall sehr viel. Ich kann 50 Kommastellen nach Pi. Ich kann seit neuem aus Alphabet rückwärts und kann bei jedem Buchstaben sagen, wie viel die Zahl ist im Alphabet ist. Und ich kann meine Ellbogen hinten mit dem Rücken berühren. Hä? Ja, das stimmt jetzt. Das kannst du nicht. Nati Style schwanger. Besser kommt kein Beitrag an. So, was haben wir denn noch so Spannendes? Mein Facebook. Da bin ich richtig aktiv. Folgen wir auf Facebook. Cooler Content kommt dort. Spaß, ich kann auf Facebook zum Bild auf meiner Mom liken. Ich will mal noch wissen, was Gummilove für mich gepostet hat. Sie setzen sich ja dafür ein, eben, dass Jugendliche aufgeklärt werden. Und ich bin ja Ambassadorin dort. Und ich habe damals einen Steckbrief ausfüllen. Kluge Gebärmütter schützen sich. Was habe ich mir da gedacht? Lieblingssong, jede Woche einen anderen. Zurzeit Be Happy Dixie D'Amelio. Okay. Hobbys, YouTube, TikTok. Man merkt, ich habe keine Hobbys. Ich kann nicht kochen, kann ich halt heute noch nicht. Aber ich habe immerhin so Nudeln und so, Spiegelei. Also ich bin immer besser. Glaubt mir, ich ziehe jetzt dann vielleicht mit dem Can aus. Der wird sich denken, Bro, warum habe ich nicht schon das Leben lang mit der gewohnt? Motto, nicht alles muss Sinn machen, solange es Spaß macht. Wahrscheinlich habe ich das Motto damals so gesucht, indem ich irgendwie auf Tumblr oder Pinterest eingegeben habe. Lebensmotto, und dann ist das gekommen. Und ich so, ja! Eigenschaften. Sensibel, offen, fröhlich, nicht ganz so intelligent, wie man das von einem Gymnasiast erwarten würde. Bester Song für leidenschaftliche Momente. Ich muss einfach sagen, habe ich jetzt noch nie so gelost. Während leidenschaftlicher Moment. Wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Leder oder Feder, egal, hauptsächlich bequem. Wo sind meine Werte? Digga, du musst doch sagen, vegan, go, kein Leder. Ich weiss einfach gar nicht, was da in meinen Bettsachen ist. Ich glaube, das sind literally Federn. Ich habe nichts gesagt. Dein Tipp fürs erste Mal für Zeit kein Druck und ein gutes Vorspiel. Kein Druck. Besser als Druck, Digga. Ich muss sagen, ich bin eigentlich gut darüber hinweggekommen. Es hat zwar so die ein oder andere Informations, die jetzt so ein bisschen random sind. Was muss ich jetzt am Schluss sagen? Schreibt doch in die Kommentare, was bei uns passiert, wenn ihr euren Namen eingebt. Auf Google. Schreibt es in die Kommentare. Es interessiert mich blendend.
Vergesst nicht, das Video unbedingt zu liken, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert mich, Stefan. Warum hast du mich noch nicht abonniert? Oh, der arme Stefan. Ich gehe immer auf den Stefan. Kuss, Stefan. Macht Schlaf. Gut, wir beenden das Video an dieser Stelle. Bis zum nächsten Sonntag. Ciao. Langes Vorspiel oder Quick Digga? Was sind das für Fragen? Beides, je nach Ort und Zeit. Zwinker-Smiley. Das frage ich mich täglich, wenn so Püppchen und Bübchen als Weltstars genannt werden. Wir werden ja richtig roasted. Oh mein Gott. Au. Ciao. Gut.